zweiten Tag des uigurischen Tribunals in London melden sich chinesische Verantwortliche zu Wort. Denen zufolge ist das Ziel dieses Tribunals, antichinesische Kräfte zu vereinen, um China zu erpressen. Dies sei eine politische Manipulation des Westens. Das Tribunal wird die Zeugen anhören, um zu entscheiden, ob in Ostturkestan ein Genozid stattfindet. Türkische, aserbaidschanische und pakistanische Sondereinheiten trainieren zusammen in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Der Name des Manövers lautet Drei Brüder 2021. Den Global Times zufolge wurden im Osten Chinas Quarantänevorkehrungen getroffen, um eine lokale Coronavirus-Variante zu erforschen. Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, sagte den Medien, dass er für über $1 Milliarde Waffen von Russland erwerben will. Er fügte hinzu, dass man die NATO-Kräfte an den westlichen Grenzen ernst nehmen müsse. Die USA, Südkorea und Japan treffen sich in Tokio, um über die Abrüstung von nuklearen Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel und über weitere Gespräche mit Nordkorea zu beraten. Am Gedenktag des Anschlags von 9/11 hissten die Taliban ihre Fahne im Präsidentenpalast und ruften diesen Tag als Beginn ihrer Herrschaft aus. Der stellvertretende Generalpräsident der AKP, Kurtulmuş, ist mit einer Delegation nach Usbekistan geflogen. Die Delegation wird Gespräche mit dem Präsidenten Usbekistans Mirziyoyev führen. Das Visum zwischen dem Iran und dem Irak wurde aufgehoben. Der irakische Premierminister empfing den iranischen Präsidenten Raisi. Nach dem Treffen gab es eine gemeinsame Pressekonferenz.